So, sind wir bereit? Was, keine Trainerhose? Diese Woche haben ein paar Schüler in Basel fast ein bisschen Angst gekriegt. Sorry, was? Trainerhosenverbot? Geht's noch? Wir alle wissen ja. Trainerhose ist Leben. Aber willkommen im 2017. Früher hat man noch Lederjacken, Nieten, zerlöcherte Jeans und Kampfstiefel gebraucht, um Lehrer zu provozieren. Heute lenkt ein bisschen atmungsaktiver Stoff. Oder ist der Grund ein anderer? Ich kann mir richtig vorstellen, wie ein Lehrer in einer Pause auf die Idee gekommen ist. Ist ja schon ein Skandal, hä? Trainerhose! Wo kommen wir da hin? Früher haben sie noch Skinny Jeans gehabt, hast du alles gesehen? Der Reissverschluss hinten und der Tanga, der rausschaut, gell? Heute nicht mehr. Das müssen wir verbieten. Müssen wir verbieten! Grusiger Weisswein. Wenn schon Kleidungsstücke verbieten, dann richtig. Ich bin dafür, dass Lehrer keine Discount-Jeans, karierte Kurzarmhemden in der Hose und Birkenstöcke tragen dürfen. Das ist wirklich grusiger Weisswein. Aber kleine Entwarnungsverbot ist ja noch nicht fix. Ich würde die Regeln so bestimmen. Wer fehlerfrei Trainerhose buchstabieren kann, darf auch eine tragen. T-R-E. Was soll man denn jetzt anziehen? Leggings? Auch nicht. Dann hat es schlechte Nachrichten für alle Wintersportler gegeben. Wenn das wirklich wahr ist, dann gibt es schon bald Patenschaften für Skilift in Krisenregionen. Und dann wären die Leute am Berg wohl Skiarbeitslose. Checkst? Weißt du, wie Schienenarbeitslose, aber ohne N, weil es dann Ski heisst. Sau gut, das Wortspiel. Sau gut. Okay, ich muss zugeben. Zuerst bin ich wirklich schockiert gewesen. Aber dann hat mich Donald Trump beruhigt. I think that there'll be little change here. It'll go up, it'll get a little cooler, it'll get a little warmer like it always has for millions of years. It'll get cooler, it'll get warmer. It's called weather. Puh, alles halb so schlimm. Und vor allem, wer braucht schon Schnee für einen Skiplausch? Etwas macht mich aber traurig. Wo soll ich denn im Winter ein ranziges Schnippo für 50 Franken essen? Man kann es ja auch positiv sehen. Für Karibikferien muss man nicht mehr lang reisen. Die führen schon hinter dem Gotthard an. Gut, dort muss man zuerst mal ankommen. Was ist denn nur los? Zuerst in Luzern, dann in Bern. Wahrscheinlich hätte das gleichzeitig passieren sollen, aber bei den Bernern hat es einfach länger gedauert. Checkst, weil die Berner so langsam sind. Geil, das ist gut. Okay. Auf jeden Fall habe ich zuerst gedacht, das sei ein Werbegag vom Gurten. Dann habe ich gesehen, dass es ein richtiger Unfall war und habe erfahren, dass der betroffene Zug eine Nina-Doppeltraktion war. Geil. Also das hat sicher ein paar Beziehungskrisen ausgelöst. Schatz, ich bin seit sicher 20 Minuten hinter Nina und irgendwie stecken geblieben. Was? Jedenfalls ist es 45 Minuten gegangen, bis die Passagiere mal den Zug verloren haben. Jetzt stellt euch mal vor, die wären im Zug stecken geblieben und hätten keine Trainerhose anhaben. Weil wir alle wissen ja, in Trainerhose Zug fahren Ist Leben.